Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde der Heiligen Schrift und solche, die es noch werden wollen. Wir alle kennen den dummen Spruch, ich glaube nur, was ich sehe. Wenn das einer sagt, kann man witzig antworten, ich kann deinen Verstand auch nicht sehen und doch gibt es ihn. Ich kann auch den allergrößten Teil des Lichtspektrums nicht mit den Augen sehen. Und doch weiß ich, es gibt dieses große Spektrum. Genauso ist es mit dem Schall. Da gibt es einen großen Bereich, Infraschall und den oberen Bereich, den wir nicht hören können. Und doch gibt es ihn. Unsere Wahrnehmung braucht Nachhilfe. Nachhilfe. Wir können auch Gott nicht sehen. Aber er hat uns viel Nachhilfe gegeben, sodass tatsächlich die meisten Menschen dieser Erde glauben, es ist ein Gott. Manche denken, es gibt viele Götter, aber die meisten nehmen an, es ist ein Gott, der alles ins Dasein gerufen hat, wunderbar zweckmäßig, aufeinander bezogen, und er bewahrt es immer noch vor der Zerstörung, aller Bosheit, allen Vernichtungswillen zum Trotz. Die wunderschönen Farben des Herbstes, die ungeheuer vielfältigen Formen unserer schönen Berge und Täler, das Zusammenwirken der Geschöpfe, die Majestät der wuchtigen Sterne, jeder Teil der Schöpfung bezeugt machtvoll. Der Schöpfer ist zwar nicht sichtbar, aber er hat alles wunderschön, zweckmäßig und organisch aufeinander bezogen geschaffen. Das Werk preist den Meister. So viel im Bereich der Natur. Aber auch für das göttliche Wirken im Bereich der menschlichen Geschichte brauchen wir Nachhilfe. Der wichtigste Nachhilfeunterricht für das Wahrnehmen des göttlichen Wirkens in der Geschichte, dieser wichtigste Nachhilfeunterricht ist uns durch die Bibel gegeben. Besonders die Psalmen machen uns vor, was ein Glauben, was ein Beten über den Augenschein hinaus bedeutet in die unsichtbare Welt. Unser Psalm 132 gehört zu den sogenannten Wallfahrtspsalmen. Das sind Psalmen, die auf dem Weg hin zum Tempel hinauf gesungen und gebetet wurden. Psalm 132 verknüpft zwei große Themen des Alten Testaments. Vielleicht können wir den Text wieder einblenden. Danke. Erstens die Erwählung des Hauses Davids zum Königtum. Zweitens die Erwählung Zions als Wohnstätte für das Haus Gottes. Oder wie es hier in den Versen 8 und 14 heißt, als Stätte seiner Ruhe. Wann der Psalm entstanden ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, ab welchen Zeiten er vor allem gebetet wurde. Nämlich in den Zeiten, in denen weder ein Haus Gottes noch ein Haus Davids sichtbar war. Psalm 132 gehört zu den Psalmen, die ihre Kraft zum Gebet aus einem vorausgehenden Prophetenwort schöpfen. Jerusalem lag schon in Trümmern. Aber das hat dem Glauben dieser Psalmbeter nichts angehabt. Trümmer können Gottes Wort nicht widerlegen. Das Haus Davids war nicht mehr sichtbar. Der König war nach Babylon verschleppt, seine Söhne getötet. Aber an den König glaubten sie trotzdem noch. Auch das Haus Gottes lag in Trümmern. Aber Gottes Macht stellten die Beter der Psalmen nicht in Frage. Wie konnten Juden das glauben, wo ihnen doch alles genommen war? Das war Glaube über den Augenschein hinaus. Sie hatten die entscheidende Nachhilfe zu sich genommen und genossen. Die Nachhilfe, das zu glauben, war das Wort Gottes. Für unseren Psalm geht es um ein ganz bestimmtes Wort Gottes, nämlich das Wort Nathans an das Haus Davids. Dieses Wort Nathans besagt, es wird immer einer von deinen leiblichen Söhnen auf deinem Thron sitzen. David wollte ja dem Herrn ein Haus bauen. Dieser Wille zum Hausbau beschreibt die ersten Verse.
Aber Gott sagt, du sollst mir kein Haus bauen, vielmehr will ich dir ein Haus bauen, das aus deiner Nachkommenschaft entstehen soll. Du sollst mir kein Haus bauen, aber ich baue dir das Haus deiner Familie. Und was den Tempelbau angeht, das lässt du brav deinem Nachfolger. Das überlässt du brav deinem Nachfolger. Salomo, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht geboren war, hat es dann ausgeführt. Das ist kurz gefasst dieses Wort Gottes, auf das Psalm 132 zurückgeht. Es ist die Verheißung, die das Haus Davids aufwachsen ließ und